weil das halt für eine Welt, an der dich erstellt zur Basis von einem Stück per Bäuer. Mental Gesundheit muss auf Kapazität funktionärer Bezuhle versteuern. Diese Streben erlauben sich nicht, können leisten, nicht können kaufen. Kinder, die sich den Körper auf schlecht bezahlte Plätze Fuzzi machen, während andere zu Mallorca Vakanz machen, das ist doch für zu lachen. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busseler und ich bin Heimer. Philipp Iberich an Haut, um die ganz große Eier bei uns begrüßen zu können. Nicole! Hey, wunderschön, guten Abend. Bonjour, bonjour. Moin, das ist gerade 10 Uhr morgens. Ja. Dafür sollte ich Moin nach zum Schluss, das ist mir gerade gefallen. Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid alle gut aufgestanden. Hast du gut da reingekommen? Ja, super, ich habe eine Velo geholt. Mega nice. Passend heute zum Gruppetto. Ja, es passt. Mama, das geht ganz frei. Merci Gruppetto, das ja, wir heute dürfen aufholen. Das ist auch geil, an der Stadt der Velo zu holen. Ja. Aber bon, Velo wäre sie noch nicht ideal. Ich wollte gerade so empfehlen, aber noch Velos wäre. Wenn der Abst du gegen andere Welt, muss auf Facebook Sigi the Cyclist followen. Das sind die coolen Typen, die Demoen für besser Veloen organisiert. Wirklich? An der Stadt. Ja, wirklich? Mega nice. Und da das Ding Sache. Das ist eine Sache. Claim to fame. Ja. Okay, cool. Ja. Der Sigi. Weil heißt du wer also nach Lo die Heim mit auf der Straße und du warst so okay wo muss man hin ja. Wie von wo warst du gekommen? Bonneweg. Das war nicht extrem okay, weit. Ja, geht effektiv. Oh, das ist schon nicht so schlecht. Sport. Das ist gut, dass es nicht warm ist. Ja, genau. Ja, es hat gerade geregnet. Nee, du musst nicht mehr Velo, du musst auch anfangen nebenbei, was du ja, nicht kann, ja, Velo effektiv. Du musst auch Musik, du ja, was ja, dann von Hai. Musik musst du, willst du ein bisschen so selber erzählen? Ja, ist klar, ich mache Lützeburgischen Hip-Hop seit 2019 und ich mein erstes Projekt rausgebracht, den Anfang vom an. Seitdem sind ich noch weh und ich meine mit Herz und Passion. Ich habe die Chance, immer von meinem DJ BTM begleitet zu gehen auf meine Konzerte, den Fangerin aus Feierhut. Als Quatsche kann, wie sonst kein Big Up von der BTM immer. Und nach Jazz, was mein Backup möchte, noch gewisse Song-Inputs gibt an den Tracks. Und das ist auch mega nice, mit Team NRW zu sein. Der Tisch von Anfang an dein Team, der künstlerische Team, also eben die Leute, die du gerade genannt hast, schon von Anfang an gehabt. Und das ist nicht ganz, also das ist nicht, dass du einfach allein angefangen hast und dann hast du sie kennengelernt, dann hast du das geformt, aber von Anfang, also von Sekunde 0, 1 waren sie dabei. Nee, es war am Anfang, also schon allein für mich geschrieben. Dann habe ich durch dann hat der Kollege mich an Hariko motiviert zu gehen, dann habe ich die erste abgeholt, ich habe MC kennengelernt, dann sind ich so auf den Fluid gelandet, in David Galassi, ja bei Label am Anfang gelandet. Und David sagt mir damals, heute wäre für mich cool, wenn du Backup-Rapper hast und wäre noch mehr cool, wenn du eine Frau hast, das wäre einfach mega fein von der Vibe, für die Stimme. Und dann habe ich noch gefragt, weil dann von gar nicht mit Hip-Hop am Hut hat und auch heute noch nicht viel mit Hip-Hop am Hut hat, aber viel mehr durch Eis, ne? Und hat den größten Schritt für mich gemacht. Und das hat mir auf die Bühne gegangen und ich meine, allein hätte ich mich dem jetzt nicht getraut und das ist einfach mega, dass das Brett war, mich dort zu unterstützen. Hat er schon viel lange in der Musik, hat das Projekt wie Le Vibe, wo Fleisch in der Wie sind. Und geschworen hab's könnt nur ihrer geiler Single One Day und du spielen so reinkehr demnächst an der Stadt halt der an und Ohren ab hatte doch Projekt für Fred Bewato Group wo mega geil aus Blues Rock der Tisch komplett anstelle Vibers Reggae Fred Barato als Blues Walk du können am Oktober 21 ein neues Album also bleibt auch du im Ball letzte Boyer Musik komme Sachen Leute schlafen nicht das ist mega. Und dann für mich hat eben den Ausland Hip-Hop gemacht und das habe ich von Anfang an gut gefeiert. Ja, also punkto kommen Sachen, ich meine, das ist ganz aktuell, kommen jetzt Konzerte noch. Oh ja. Kommen endlich jetzt Konzerte, wie froh warst du? Ich bin mega froh. Ich habe letzte Woche mein Echen auf der Frankophonie gespielt. Es war mega krass geil, endlich auf der Bühne zu stehen. Nur wie lange Zeit, über dein Jahr? Ja, es war, ich meine, so 7, 8 Monate. Ich hatte noch die Chance, an der Abteilung Münster ein Sitz-Mask-Konzert zu spielen.
mit effektiv wurde ich aber gezogen und ich meine, der Konzert war cool, mir noch mehr cool, weil ich echt Prof an einfach mein Satrem zu hören, aus ihrem zu sehen und an dem Trio zu sehen. Ja, mit all den Anekdoten, die man zusammen erlebt haben und dann hat man mega witzig Prof, wo auch einfach mega war. Und ja, das. Wenn ihr so den nächsten. Den nächsten Konzert. Haut den Abend auf der Fête de la Musique Diddling. Und wenn der die verpasst, weil ich meine, den auch schon sold out, kommt nur an Start auf Fête de la Musique. Start. Ja. Holy Ghost bei der Misa Verde. Ich bin schnell ein Kerl. Okay. Und da geht es 4 Runden mit Nationalen Feiertag zu Mama. Okay. Das ist ja so viel Konzerte. Das ist krass. Das ist mega Müll. Also, ich bin mega froh darüber, das ist verrückt. Gehst du immer gefroht oder musst du dich immer so bewerben? Nee, schon die Chance, dass ich bei Connectis bin, weil eine cool Booking-Firma ist. Für alle Künstler, die noch keine Booking-Firma hat, checkt Connectis. Also ich kümmere sich um alles. Okay. Aber wie funktioniert das? Also sie für letzte... Ja, ich sage das schon 2-3 Mal. Ich fall mal okay, so. Sind sie für Lützeburg zuständig für Europa, für Benelux, also was machen sie alles? Ich weiß einfach nicht. Ich meine, so kriegst du nicht Lützeburger Künstler. Okay. Wir sind aber nur auf der Internetseite nicht checken, wen alles du. Wie funktioniert das? Du hast bei ihnen gemeldet und gibst ihnen dann ein Pourcentage und eine Gage? Oder? Ma, das ist eben die große Chance, dass den David Galassias, den die Firma gegründet hat, mit dem schon immer Kontakt hatte, so sind wir auf Connectis gekommen. Okay. Und ja, effektiv gibt da so Booking-Fees, die sie drauf freuen, aber das tut bien. Das kann ich nicht beschweren. Findest du den David? Den David Galassi ist der Fluid von der Lab, das ist von den Rappers von der Lab, den aber auch ganz viel aktiv ist an der ganzen Musikszene. Das ist hat extrem viel Edukativprojekte noch abgebaut, was Workshops so geht. Dann haben wir eine Booking-Firma aufgestellt, hat das Label gegründet. Also ich meine, ohne hier wären ganz viele Leute, unter anderem ich, nicht da, wo sie heute sind. Dafür mach sie. Und den David, noch ein Kerl. Aber mach sie. You walk, man. Kannst du kurz erklären, was das Label ist? Ja, klar, das Label ist ein Hip-Hop-Kollektiv, den immer mit groß geht. Am Anfang, ich meine, entre-temps sind wir schon bald so. Oh nein, ich will keine Ziffer so. Wir sind zu May, gehen auf alle Fall. Für die Paar zu nennen, Maka MC, BC1, Ape, VIC, Jamma, ja, lauter. Ich habe bestimmt das vergessen, diese Rose. Wir haben die coolen neue T-Shirts rausgebracht. Da stehen sie alle drauf. Okay, cool. Und dann muss ich checken. Was war das hier Aufgabe? Also machen Sie Marketing, pushen Sie hier Künstler oder bis ich meine? Ja, definitiv. Also ich meine, die Idee war einfach, dass Leute sind, die alle begeistert von Musik sind oder was rundherum Musik ist. Und sich zusammen gesagt haben, für das ganze Lichteren und für zusammen cool Projekte zu machen. Und voilà, so ist dann entstanden, ist effektiv unterstützen mit Künstlern dabei, wir organisieren Soireen, wir machen sich relativ viel, was das angeht. Also technisch Sache, Genre, Konzern organisieren wir sie oder nicht, das möchte dann halt die andere Firma, also Bookings, pipapo. Spotify, all die Szenen, weißt du, so, oder Videodrehs oder was gibt noch so viele verschiedene Facetten. Ma klar, ich meine, das ist das coole Label, mir noch den Ape, eben den Alphonse Hatz, der noch viel Video möchte zum Beispiel. Wir haben einfach viele Leute zusammen, wie auch des Lunes, den Tontechniker aus. Wir haben Beatmakers wie den Headmaster, den BTM, den DJ PC, den AC. Das ist einfach alles, was du brauchst, ist da. Und das ist cool. Und das ist eine coole Ambiance, das ist flott. Ein Camion am Mama chillen Grill, mega fein. Gibt blanche Janges, das ist herrlich. Ja, ist gut. Was willst du noch dazu freuen? Das ist warm. Das ist so warm heute. Das ist am Serten. Ja. Ich packe nicht. Schwitzige Oberlippe. Ja. Also, Sag mal.
Ja, lösen wir raus. zum Thema. Label lauschen. Dann ja. das Resümee. Wir haben eine cool Spotify-Playlist. Eine Ja. Label Spotify-Playlist geht es auf alle Fall checken. Von morgens bis abends. Bis abends. Nicht bis abends. Laufen lassen. Das ist immer ein Flott, auch neue Künstler zu entdecken. Ja, das ist geil. Also das ist halt der Level und gehen noch ganz viel andere Camps zu Lützeburg.rap. Die kennt ich wahrscheinlich aber alle auch von Tunnen, all die anderen nicht bei euch am Label sehen. Ja, das ist klar. aber Für ein Ginnet-Tonner. ja, eben Tun, Stay Fu und Ja. dann Sogar Bruce. ja, sie so, CDS. Der Philipp Lacht. All die, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob sie alle mehr Einzel machen, Bandana, Ja. so, keine Ahnung. Nein, klar, ich meine, das Lützeburg ist klein. Ja, Gegen den ich immer genau, rum das und darf- Stay Fu hat man schon Konzert zusammen an der Rockhall-Demo. Das ist eigentlich ja flott Vibe. Aber. Ja, ne, ist cool. Hast du schon Martin so aktiv zusammen geschafft? So ein Features an nicht, oder? Nein, noch nicht. Wir sind effektiv mega dran mit all meinen Features. Tisch das? Müssen attackieren. Ja. Schnell lang durch. Ja. Die muss durchgeschafft gehen. Also dann vom Marketing hier, also mehr gescheit ein Feature zu hun oder zu machen, also quasi Schulden tun, wenn man gerade geschaut haben als Beispiel. Also für dich vom Marketing-Aspekt ist hier mehr gescheit, man tun ein Feature zu machen, dass du auf seinen Song drauf gehst oder dass hier auf einen Song von dir auch kannst. Sing Fans an der echter dann kannst du bei ihm oder bei dir was? Ja, das ist eine interessante Frage. Mir wieder die größte Chance, und Musik nicht beruflich zu machen. Das ist mir nicht relativ egal. Aber ich stelle mir so froh nicht. Okay. Ich meine, echte Features mit den Leuten, die ich geil finde, Ja. die mich bewegen, die cool sind. Okay. Ja. Aber den Drake möchte gerade nicht mehr Features, ne? Ich habe gesehen die ganze Zeit Feature Drake. Er möchte da schon überall. Die on fire, boah, man. Mir hier hat zum Beispiel Iva gescheit gemacht, weil hier nur seit immer schon, seitdem hier sehr krassen Hype hat 2000, wie nie war, das ist nicht 11, kann. Und hier immer Lil Baby ist bekannt als Drake. Ganz viele Leute wissen so und hier einen Durchbruch, weil sie auf einem Song von Drake drauf sind. Ja, ich verstehe, wo die Frau hier kennt. Also, ja, geil. Ja, also sie sind dann halt für immer loyal, quasi, oder nicht, wie du weißt, was ich meine. So. Mir was ein cooles Feature war, bei dem mega eher für mich war, als ich auf der neuen Toxcap, dem neuen Album 25 Jahre nicht beigelehrt drauf sind. Ich weiß nicht, aber Toxcap kennt, das ist eine mega episch Ska, Reggae, Punkband, die einfach schon seit 25 Jahren geht. Und sie hat mich eigentlich überrascht am Rateloch. Und wie ich du Konzert hat, sind zu kommen mit einer CD an einem Schal, willst du mal das featuren? Und ich war so, boah, denk die Eier, Leute. Für mich ist das Teil von der Musikgeschichte zuletzt, wo ich sehen. Und ja, das wird halt, weil sie feiern hier 25 Jahre, ich feiere meine 25 Jahre und das wird nice. Das ist perfekt. Also sind für 25 so alle Lieder neu abgeholt. Ich konnte ein Lied von 97, Skandal, eben Martine neu abholen und das ist mega geil. Du warst so 2 Jahre alt, wie sie schon auf der Bühne gesprungen sind, wisst ihr, das ist einfach episch. So. Ja, mega geil. Dick die Eier. Klar. Nee, cool. Aber wie warst du dazu gekommen, am Anfang überhaupt Musik zu machen? Ist das an deiner Familie so, oder nicht? Also ich habe schon immer Musik gemacht. Mein Papa war Präsident von der Fanfare zu Boneweg. Weißt du, die klassische Musik hat schon immer drauf. Am Lycée mehr elektronisch, so Drum Bass, Goa, Techno, ich ein bisschen in die Richtung gegangen. Und dann zu Breslau, der Kollege möchte ein VIC, justement, ob die mal nach den No können ins Schwarz kommen, weil hier nicht auch gerade ein neues Projekt rausbricht. Hat auf ein Konzert geholt vom R.A. Rocketman. Und das ist ein mega crazy amerikanischer Rapper gewesen. Ich habe sein Konzert gelauscht und hat mich einfach mega geflasht, was für krasse Flow hier hat. Und danach so, ich will das doch können. Und seitdem habe ich nie mehr aufgehört mit Schreiben. Das ist geil. Was mir auffällt bei der Label generell und auch bei dir für allem, ist, die sieht aber alle noch mehr so den Oldschool-Rap geil, Hip-Hop. So, ist das einfach, weil, also, gibt es den Grund oder will da immer so bleiben oder plan irgendwie den Genre noch zu ändern oder wie ist die ganzen Dinge, wo du einfach halt, okay, am Anfang ist dann, die Mado, was er Lust hat. Klar, ne, ich meine, effektiv, aus mein Boom-Bap präsent bei uns, Ja. Ich weiß mal nicht, ob das so definiert ist. Ja. Ich weiß nicht. Einfach, ja. Weil der Bock hat. Das ist der Flip, Boom, ist geil. Ja. Ja. Ja, ne, das...
Die Schwester noch nie überlöst, in eine andere Richtung zu gehen. Ja, also schon einen Ausflug an den Schwab gemacht für Backspin. Ja, stimmt. Mega nice. Das war auch ein mega cooles Projekt. Konnte ich mit dem Skinny Black Boy, die Loma bei Tratmann, ne. Ich weiß nicht, wo das mir Iverfu. Ich habe den Iverfu-Projekt rausgebracht und ich fand das heute noch mega witzig, dass ich kann sagen, ey, ich habe ein Feature mit dem Skinny Black Boy, weißt du. Und für hier, also für Backspin, habe ich einen Ausflug an den Trap gemacht. Es war mega nice, es war mega cool, 2D am Rockhouse-Studio dort zu hängen mit 2 deutschen Rapper und 2 deutschen Beatmaker und am Mars mit 2 Lützebäuerischen Beatmaker. Das war einfach mega episch. Das war geil. Also ich habe ein Video geguckt und das war so sick. Also, das war mega sick. Zumal für als Lützebäuer Rapper ist durch den Mars die geile Gelegenheit. Das ist crazy. Und plus ist Nico Backspin mitgekommen und den Typ hat ja schon jeder interviewt und ich kann einfach zu Asch mit Themen durch mir sein. Und dann ist die coole Szene von der deutschen Hip-Hop-Szene gezählt. Also an allem Dingen ist der Barbo so in Deutschland. Ultra Barbo. Das war Müll. Werde ich nie vergessen. Das ist schon zu Lützeburg so den Bruce und den Tunnen und Nicole interviewt hast. Allmann nehmen. Nee, so wie mir eben. So normal, effektiv. Mir doch total. Total. Hier trippelt der auf durch die Straße, während er mit den Interviews macht. So mit Glatz, so mit Bart, große Bart. Ich weiß nicht, was ihr kennt. Darf ich meinen, ich bin nur mir. Ein Backspin-Magazin. Den. Ja, Fleisch vom Gesinn. Ja, also wirklich das ganz. Wie hast du da zum Sterne gekommen? Wo sie durch an den Mars konkret ugefroht. Ja, ich meine, ich bin du froh, also auch mit dem David, hast du Bock, das Projekt mal zu machen. Zwischen David, also der Strippenzieher. Den David, das ist der Mann, Mann. Cool. Möchtest du selber auch Musik? Ja, ich möchte Lab. Und sie spielen auch demnächst am Gute Welle Festival, Open Air zum Beispiel. Okay, schon heute gecheckt, wenn ich noch kein Ticket habe. Kann in Java an Schlangenstelle gehen, natürlich. Bestehen auch Chancen, da hinzukommen. Das ist am Moment so viel, ich habe keinen Überblick mehr. Aber das ist so der Gute, dass wir stehen können und tanzen können, weil die Konzerte am Sitzen, mit Mask, das so. Also ich war immer froh, Konzerte können spielen, aber das ist einfach nicht der Name. Ich spiele den Leuten nicht, dafür ist das wichtig, aber beim Konzert die Leute zu fehlen und gibt es verloren. So. Ja. Wie lange sind immer den Konzerten? Das hängt nur schon alles von 20 bis 45 Minuten Satz. So. Das ist ja überstrengend. So an dem wir da. Das also letzte Saison Frankophonie ein bisschen der Schatter schon ewig kein Konzert mehr gespielt hat. Und plus war eine riesige Bühne. Ich war alle nervös. Ich hatte mal so ein Fit Hour gekauft, die mega in sich hat, weil ich nicht mehr auf Fernsehen gucken, am Schule mich bewegen. Und mein Bolz also 103,7 Schrupp gegangen. Hallo. Ich schwöre, das wäre Extremsport gewesen. Ich war nur so, was lebt, der krass. Das heavy. Der Master hat ja auch, dass nur ein Konzert einfach tot ist. Vergiss es. Aber dann hast du auch alles Kind und dann weißt du, dass du warst froh, weil dann hast du alles Kind. Christen Adrenalin. Musst du am Anfang auch trainieren, denkst du, stimmt? Ich Kind bestimmt, wäre auch bestimmt nicht schlecht. Nee. Ich probe fleißig, Chirokonzerin. So ein Tag für drunter, so für eine Prüfung. Ich bin 2-mal geprobt für Frankophonie, ich war bis stolz, ich 2-mal sogar. Nee. Ja, also wenn du viel Konzerte an der Nähe spielst, geht automatisch. Zum Beispiel Lovisch, der Chapeau, und da geht das chill. Solange du nicht spielst, effektiv, und du hast so Nivelmaschinen auf der Bühne oder so komische Sachen, mit denen du nicht rechnest. Oder das ist mega warm. Da kann nicht schon mies sein, aber dafür bin ich froh, dass ich nicht dabei weil wenn ich den Satz nicht so kann, hat sie so, und da kann ich Luft holen. Ich mein langes Satz spielen immer mit einer Jazz, weil das einfach besser für durchzukommen. So. Wie hast du dann vom Konzert? So schon viel so im Rock fehlt, also die großen Konzerte, da lebt immer Musik an drin, aber wenn sie wollen, können sie singen, ne? Oder wie hast du das? Ja, es gibt bestimmt Leute, die Playback machen. Aber ich weiß aber nicht, wie bei dir lebt es Musik und dann musst du... Ich mag kein Playback machen. Ich hätte nie Playback machen. Den darf ich... Nee. Den darf ich Playback machen, Junge. Können wir ruhig so, Nicole, hallo, du sollst du halt so, wenn du Playback machst. Nee. Das ist nicht der Flip. Okay, mal, Clip. Playback ist das nämlich ein Orgasmus-Fake, Mann. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ah, so. gut, ich war wieder verglacht. Ja, das war ein richtig schöner weiblicher Vergleich. Ja.
Schöne Analogie. Ja. Willst du ein bisschen drauf zu schätzen kommen, wie das als Frau an der Rap-Szene Ja, gerne. aktiv zu sein? Klar, am Anfang habe ich, also schon an der letzten, ich bin oft drauf angeschweißt, genug als Frau an der Web-Szene. Und ich stelle mal alles super. Schon mal am Anfang mehr gehen, nicht so mit Frau oder Feminismus assoziiert zu gehen. Mir war mal wichtig, dass meine Musik am Vordergrund steht und meine Musik, für meine Musik kann sie noch nicht, weil ich eine Frau bin. Hallo, an der Last habe ich aber so etwas gefehlt, wo ich mir so, nee, du musst dich schon so positionieren, du musst darüber schwätzen. Am Anfang ist ein bisschen so das Syndrom de l'Imposteur. Ich weiß nicht, ob du wisst, was das ist. Das, wenn du Gefühl hast, du bist so bei einem Platz, mir am Anfang ist du nicht verdient, dass du da bist. So. Ja. Das heißt, das Phrase hat sich so rumgeschlagen bei mir. Bei all Booking, all Konzert, wo ich geruht war, ich so, fuck, krutsch die Booking nur, weil ich qualitativ gut Musik mache. Oder krutsche, weil ich eine Phrase und immer geil ist für die Statistiken und für die Diversität, wenn eine Frau dabei ist. Okay. Und keine Ahnung, ich habe am Anfang auch nicht mehr dafür geschummt. Also, weißt du hast die Chance, so viele Bookings zu kriegen. Und dann musst du nach deinen Opfer und du siehst, oh nee, mir empfangen, ich kann das nicht genießen, weil ich stelle mich schon froh. Das heißt, ich bin ein Opfer von was, von Success, so, weißt du, nee. Du kannst nicht darüber schwatzen, weißt du, das arm, kriegt hat viel Konzerte, buhuhu, das ist schon nicht, weißt du, das heißt, ich habe mich echt dafür geschummt, ich habe keinen gezählt und dann hat mich aber viel beschäftigt, dass ich an meinem Enkelkreis darüber geschwatzt habe. Pardon. Ja, keine Ahnung, du hast aber gecheckt, und noch durch den Enkelkreis, dass ich aber viel dafür gemacht, für das zu sehen, wo ich schaut sehen, schon wirklich dafür gekämpft, für das zu kreieren. Schon, ich war am Anfang fast fix verrückt in der Weg. Mein erstes Studio war ein Tag von meiner Boom ihrer Begräbnis. Und ich hatte Kinder annullieren, aber ich wollte das so krass, ich bin auf so ein Studio gegangen. Ich denke ja, mein erstes Konzert für mich darauf zu präparieren, sind ich so auf Antwerpen gefahren, auf ein Poetry Slam, mit 2 von meinen besten Kollegen. Und ich habe Fake Biatch ein Cadeau gespielt auf der Bühne für lauter Flammen. Die kein Wort Lützeburg verstanden. Weil ich mir so, nee, du musst Bühnenexperienz so, bevor du das bringst. So. Ich denke, ein Kollege gehabt, der sagt mir, ich hatte zu München einen Kaffee und ich sagte mir, ja, du kannst so spielen. Dann habe ich den Flixbus von Bresel aus 12 Stunden mit meinem SM-Mikro am Rucksack, der Kapi, auf München geholt. Ich konnte natürlich nicht durchspielen, weil ich gespackt war und schon in der Truppe den Bus 12 Stunden zurückgeholt. Weißt du, mich? Denkt der coole Kollege. Denkt ja auch noch, ich schon mal. Mir ist schon nur viel gebrannt, weißt du, schon alle 3 Minuten daran investiert, dann dafür, wie es schaut, dass ich durchstehe, weil ich mal mehr gehen habe, weil ich so viel geschafft habe. Aber ich meine trotzdem, dass wir heute in einer Welt sind, wo wahrscheinlich viele Frauen, die Karriere machen oder Success haben, sich so Gedanken machen. Und das ist falsch am Anfang. Und das ist schuld in unserer Gesellschaft, dass man da nicht da sind. Und ich meine, dass das, was man andere müssen. Und ja, also, ich und nicht immer, und das tut auch noch nie so total kalt, wenn ich mich für ein All-Female-Artist-Evening bookt. Da sind ich Rosen. Wie sagt mich Rosen? Bookst du mich nur, weil ich eine Frau bin, oder wenn ich für die Weltfrauentag 100 May-Bookings rauskriege, 100 ist komplett übertrieben, May-Bookings rauskriege, wieso? Sind ich auch immer so, come on, weißt du? Und am Anfang muss ich schon froh drüber sein. Und ich bin auch froh drüber. Und ich weiß auch, dass man da nicht so sehen. Das heißt, ich spiele nicht, spiele mit. Ich mache die Konzerte, klar. Aber ich fand, wir müssen fort von dem Diskurs kommen und ran an die Aktion muss einfach Sinn. Soll nicht mehr darüber geschwart gehen. Und ich meine, das auch etwas, was man eben zusammen muss machen, als Frauen, als Männer, als Menschen einfach. Und das ist der Feminismus, für den ich stehe und für den ich mich einsetze, einfach komplett Egalität zwischen Mann und Frau. Das fand ich cool, weil das gut. Oft fand ich so, dass so Feminismus so viel extrem ist. Und schon mal dadurch gedacht, und du mit denke so auf YouTube dein Lied, wie ich bin stolz. Yes. Und schon das cool fand, dass du so als Mädchen aber kannst die 2 Seiten belichten. Klar, ja. Und ich fand, das ist ein Ding, du noch eine coole Kampagne hier vor Ski, zum Beispiel gerade im Laufen. Und das wichtigste Flip, ich meine, du kannst nicht nehmen, wir können nicht lange als Frauen das anderen, wie das noch auch nicht lange als Männer können anderen. Weil wenn das probiert als Männer zu anderen, werden Frauen sich immer so eine ziemlich nur gewählt, weil mich schön ausgesagt, wenn eine Frau mit dabei ist. Siehst du? Wir mussten das einfach zusammen anderen und einfach machen. Also ich gebe da 100% recht, mit vor es wäre Regeln das, weil im Moment sind wir, wie du ja selber gerade so ist, und auch an der Phase, wo
weil ich auch kann verstehen, man noch über die Stränge ziehen, wie ja. Das? Egal, vielleicht zu viel an der dann extrem fallen, weil man wollen miterrechen und vielleicht ist das eine Phase de Transition. Klar, muss ja irgendwie du hier kommen. Ich weiß auch nicht, wie man weiß ich nicht, wären wir wahrscheinlich schon da, ne? Weil ich will wirklich, dass wir hier kommen. Ja. Ich meine, das ist einfach ein Zusammenspiel von meiner Frauen. Und safe. Ja. Für was meinst du, dass es so viele Männer Frauen an dem Business am Anfang gehen? Ich weiß nicht. Ich meine, da das kulturell bedingt oder als ein Passe bedingt. Das Männer dominiert gewesen noch immer. Vielleicht mich eine Phrase, ich mehr Zweifel, wobei ich davon überzeugt bin, dass ein Mann sich auch viel Zweifel mischt und das vielleicht man auch rauskommuniziert, wenn eine Frau mich, sind wir sicher, alle Künstler haben Zweifel, alle Künstler kämpfen mit sich selber die ganze Zeit, dafür fand ich das auch cool, dass ich das nicht beruflich mache, für heute so eine Pause von dem Kampf zu holen, weil das ist sau anstrengend, fand ich auch heute so. Ja. Ich fand am Anfang bei dir ultra cool, dass du Nicole lieber cool, dass du das mit deiner Musik so gut hinkriegst, für nicht just den feministischen Aspekt zu belichten, und aber nicht wie zum Beispiel in Amerika verfallen halt die populären Artistinnen ganz oft an das alles, also weißt du, so Brüste raus, Hörner raus, ist Nicki Minaj, Cardi B, Megan Thee Stallion, also. Und da das dann den anderen also weißt du, so durch eben zu gesehen, den Infos an der Mitte so normal einfach das Ganze möchte, fand ich richtig gut, fand ich erfrischend zu. Ja, aber jetzt mach sie, das freut mich. Ja. Ja, ich weiß nicht am Stadt bewusst, man. Ich meine, ich sehe das einfach auch. Weil ich meine, ja, authentisch sind, also auch mehr wichtig, geil da dran. Ja. Am Podcast 104 hast du ja auch gesagt, dass du nicht willst so der Feminist, also das gar nicht dein Ziel ist, für die feministische Massage so ultra in den Fokus zu stellen, mit das halt die Musik willst machen. Und du willst auch nicht, hast du mal gesagt, nicht als Vorbildfunktion fungieren. Oh, nein, okay. Ja, voilà. Das sieht jeder Nein. Für allem alle Rapper. Nein. Oh, nein. Also ich sehe schon halt so, kann er auf Konzerten, also könnt ihr schon viel mehr, ich sehe wirklich kein Vorbild. Von einer Inspiration, kann sein oder sind, hypothetisch, sind ich mega happy. Aber sicher kein Vorbild. Mein Leben ist sicher nicht perfekt genug für Vorbild zu sein. Aber das muss ja nicht sein, für Vorbild zu sein. Ja, aber nein. Das ist mega, also das ist mega Responsabilität. So viel Druck. So. Ja. Nee. Du hast dann immer die Dingens, ja, die Responsabilität hält den sich oder kriegt wann halt sich an die Öffentlichkeit stellt. Also ich bin auf der Seite, ich kann aber das Argument von der anderen Seite, dass sie da so ein, ja, du stellst dich ja aber an Rampenlicht, da musst du auch mit der Responsabilität, mit der Verantwortung als Vorbildfunktion umgehen. Ich meine, da kommen wir aber auch auf Künstlerfreiheit zu schwatzen. Gerade was kannst du bei einer Bühne machen, schon gerade cool, dass du als Künstler, sobald du auf die Bühne gehst, kannst du machen, was du willst. Ja. Und die Leute feiern das. Klar, schon am Konzert war ich so, Hand und Blut, da macht ein bisschen Sport, das tut dich gut. Wisst ihr, das war mega den Dist, Leute zugeklappt. Wisst ihr, zerfeiern das dann. Ja. Schon noch nicht evaluiert, weil ich müssen auf Französisch schwatzen, das war gut nicht. Wow. War gut nicht evident, oh mein Gott. Kannst du Französisch? Mal ein bisschen, aber also ich habe ein paar Videos geschickt von geilen Expressionen, die ich so gedroppt habe. Das war ein bisschen penibel, nicht ganz, aber wir sind pro letztes Festival. Nee. Wie war mich so Französisch? Es war Frankophonie, und das ist okay, Frankophonen Festival und waren nicht viel frankophone Leute holen schon. Und da finde ich, man mehr gehen, auf Französisch dazwischen zu schwätzen. Aber ich hatte das nicht am Kopf und das war ein bisschen anstrengend. Aber bon, das ist aber gegangen, also. Das ist ja auch der Charme, dann ein paar Fehler zu machen. Das ist authentisch. Voilà. Lützeburger auch so. Authentisch, genau. Als, wie gesagt, Zukunft für den Lützeburger Sprachreis. Meinst du, wir sind gerade im Kommen mit dieser Kultur? Exzellent, froh. Kannst du Statistiken? Ich weiß nicht. Nein, gar nicht. Anscheinend schwätzt ja noch mehr Leute. Voilà, ich noch so am Zählen, ich weiß aber gar nicht, wo wir da drin sind. Das ist ja so ein Podcast. Ja. Das ist ja Lützeburg, nicht Lützeburg schlecht. Das sind eine Line aus dem Cadence. Ja? Also, wir machen das. Nein, Lützeburger Rap feiert. Ah, ja. Geil. Und wir machen Lützeburger Podcast feiert. Lützeburg war. Ich weiß nicht, ich fand es schon cool, dass die Jung oder generell Lützeburg, mehr Lützeburg Musik lauscht drin. Was ja auch beweist, dass das Lützeburger Spruch mehr cool geht, vielleicht, ich weiß nicht. Ja, das will ich eben auch nicht. Als
gött sind einfach die Leute gerade die es machen ein tun Bruce du all die anderen ich kann sie nicht alle immer nennen sie die einfach mir cool oder gött letzte Woche ich Spruch gerade mir cool Ja, ich meine einfach, dass Leute damit assoziiert sind, die mir cool sind. Ein Spruch, Ja, was für nicht ma ja, cool. das- Ja, ich weiß nicht, ob mir cool sind. Die Laber ist auch sau cool. Ich kann sie alle und die sind auch sau cool. Weißt du. Ja, mit Spruch ist aber... wollte ich nicht gerne schön, Ja. Außer mit Fresh gehen, ich weiß nicht. Fresh. Ja, keine Ahnung. Nee, ich kann das nicht erklären, ich weiß nicht. Ja, ich meine einfach, dass die Leute sind, die ein bisschen ja, ich dachte, mir cool ja, sind. mit dynamisch sind. Ja. Vielleicht ist es doch da, aber so, du hast mehr Leute, die in dem Strang sein. Ja, definitiv. Weißt du? Doch, klar. So war doch am Deutsch, als man am Deutsch schreibt. Das war 2000 so ultra tabu, weißt du, das hat alle Menschen über Rack fand. Hallo, lässt alle Menschen an Deutsch schreibt. So, das ist ganz normal. Ja, klar. Und das ist auch heute umkommen. Geil, stell dir 4 B-Moll, lauscht das nicht nach letzte Woche ich Rap. So, das ist schon mal das lauscht, weil ich in Amerika lauscht und so nicht mehr in Englisch Ja, Rap. genau. Und das wäre ja komisch von mir, Ja. nicht mehr letzte Woche ich lauscht. Du verstehst alles. Ja. Ja, das hätte ich gewinnt. Ich lese mal meine Freunde häufig, okay? Du musst nicht immer mega lang darüber antworten. Du kannst auch deine Meinung, wenn du deinen hast, dazu sagen. Okay. Das ist auch durchgerichtet. War das der größte Drama? Ein Jacuzzi an meinem Garten. Nee. Okay, das ist der cool. Oh, ich weiß nicht, ich schaffe nicht viel und gleich gehe und ich vergesse, wie weit ich so viel schaffen. Und du sind schon ins Bar gegangen mit dem Kollegen und du warst schon im Whirlpool und so ich mal, du schaffst so viel. Angst das ist den dummen Whirlpool an dem Garten, du. Und du nun viele Leute davon gezählt und anscheinend kostet der Whirlpool 400 € den Mondstrom. Wenn es nicht dauernd laufen ist. Ja, aber wenn es die nur ist, dann musst du ja auch laufen. Ja. Und du so Sitzt schreiben, den okay, ganzen Tag so. das ist nicht für Haut oder Murkur. Das dauert noch ein bisschen. Da. Ja. Okay, coolen Drama. Willst du auch da sein? Ne? Nein, das ist okay. Wie gesagt, Zukunft. Come on, Philipp. Was geht ab bei dir? Ah, scheiße. Ein Traum von mir. Ah, ich überlege nach. Mal die nächste. Kannst du Bitcoins besitzen? Wie gesagt, Alles. wie gesagt, Zukunft für Lützeburg aus. Ja, ich weiß nicht. Ich schon, das wird vielleicht so ein Woche an der Busch. Ein Woche an der Busch? An der Busch, mega geil. Schon eine Freundin an der Ja, so an Vakanz. Ich mal entweder Fuerteventura oder an der Busch und du sind schon an der Busch zurückzeigen. Also mega nice. Das ist schon der Schreiben. Wenn du so der komisch Sachen so einfach so siehst. So casual, geil. Ja. Sehen, heißt du musst an der Busch gehen. Die Busch ist mega bien. Geil. Und dann habe ich einen Text geschrieben, war nicht gerade alles so, nee, war mich gerade ein bisschen nervt zu Lützeburg. So. Okay. Und zwar? Und da geht weil das halt für eine Welt, an der dich erstellt, zur Basis von einem Stück per Bäuer. Mental Gesundheit muss auf Kapazität funktionärer Bezuhle versteuern. Diese Streben erlauben sich nicht, können lesen, nicht können kaufen. Kinder, die sich den Körper auf schlecht bezahlte Plätze Futti machen, während andere zu Mallorca Vakanz machen, das ist doch für zu lachen. Und so geht es weiter. Das war mir zu schnell. Ich habe lieber gefeiert. Flash! Nee, Das Das ist lieber Move von was du mir schreibst, weil die Zukunft Lützeburg ausgesagt, ging ich mir halt wünschen, dass man, keine Ahnung, dass Leute auf Qualität angestellt gehen, und nicht auf ein Diplom von einer Uni. Das vielleicht ein Equiliber rocken zwischen Plätzen, die dich körperlich Futti machen, und du kriegst aber wirklich nicht viel, während einer Plätze, wo du extrem viel kriegst, und du musst wahrscheinlich Männer oder nicht, so man nie nicht mehr Männer. Das sind so Punkte, die mich nerven, wo ich Kind anderen definitiv. Wir sind ultra krass an einer Diplom-Inflation. An einer, weißt du, so, du musst immer mehr Diplom, wir sehen am Gleichen, du musst nur einer Premier musst du mittlerweile Bachelor machen. Und du musst einfach auch schon bald einen Master machen. Einfach just für das, was früher ein Premier wert war. Weißt du, am so. Anfang müssen sie gleich etwas Neues anfangen. Ja, Doktor. Das ist wirklich verrückt. Und ich fand es sehr interessant, auch, was gerade geschieht mit dem ganzen Covid und die ganze Uni geht auf Online-Kurse reduziert. Wusste das Uni, wo sie Millionen und nicht Millionen mehr einfach Tonnen Suen investiert hast. Wir können dann so Online-Kurse und was sie was wollen auch von einer Uni. Und also, das beschäftigt mich relativ viel. Ich bin nicht einfach gerne froh. So.
mir auch am Anfang Iva. Und plus, weißt du, so, wir wollen Richtung Entrepreneurship da, weißt du, so Okay, gehen. Du brauchst ja kein Diplom. Weißt du, ich verstehe, dass ein Doktor muss Medizin studieren tun, dass ein Architekt muss Architektur studieren tun, keine Ahnung, dass ein Advokat muss Tor studieren tun. Liegt mir an, weißt du. Mehr aber all die kreativ oder halt business-related und noch ganz viel andere Diploma, die in sich heutzutage teilweise kaufen, teilweise, weißt du, so. Just für, weil du brauchst du probieren, weil dann hast du Skills auf ihn. Wenn du den probieren hast, dann ist gut. Aber ohne probieren, was du nicht wert. Den Elon Musk so just eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz dumm warst, als mir klein, wenn du den Diplom hast. Das ist einfach Bauer. Ja. Entweder mit dass du nicht ganz dumm warst und nicht ganz arm. Ganz arm, ja. Das ist dein Zusatz noch dabei. Nee, das ist du für so auch die Streben erlauben, sich nicht können lichten, nicht können kaufen auch. Ich bin immer schockiert von dem ganzen Gekanges, seitdem ich schaffen. Wenn du independent bist, du willst Entrepreneur gehen, dann willst du eine Firma aufmachen, hast du kein nach Congé. Du ziehst dann einfach durch. Und kein anderer, die haben selber kannst oder whatever, und das nach anstrengend. Du denkst, verstehen, also. Ja, du denkst mal auch so, du weißt das, weißt, wenn ich das will, kann ich auch noch mal Prof gehen, weißt, du weißt ja, das ist ja schwer. Okay, ich weiß, wenn ich Entrepreneur gehe, dann muss ich so viel schaffen. Weißt du hast aber das schwer irgendwie auch. Ja, klar, aber das ist aber nicht evident, so viel zu schaffen. Und ich meine, gedacht, also an der Gesellschaft in der Stadt, wie viel die Leute schaffen, auch Künstler am Anfang. Wenn du nicht 100 im Ball bleibst von deinen Projekten, da lief gar nichts. Du musst einfach viel investieren, für du hinzukommen. Ja. Kannst du da nicht. Nebenbei 100%? Neben der Musik schaffen ich, ja, okay. Effektiv. Nicht 100%. Ich sehe Balum, also in meinem Idealfall wären wir 50-50 in der W. Wir sind aber noch so 7 Strich. So. Okay. Ja. Wie ganz kurz noch zu denken, also weißt du so einfach Prof, aber du fand auch, am Anfang die Leute müssen auf den Punkt kommen, wo sie einfach alle gut machen, was sie wollen, weil ein Prof möchte auch einen mega respektablen, noblen Job. Du musst halt just als Leidenschaft machen, genauso wie ein Künstler soll als Leidenschaft den Kunst machen und darf noch gut leben können. Also das wäre so meine Idealwelt wäre, jeder Verein möchte das, was er will, und kriegt dementsprechend auch fair. Dafür wäre die Idee von einem Grundeinkommen vielleicht ganz zu schlecht. Und er lässt sind ein bisschen fixiert. Da kann auch den den ganzen Tag zocken will, der kann an den ganzen Tag zocken, ohne dass er als mental krank durchgestellt wird. Weißt du, das ist geil. Ja. Definitiv. Was schaffst du nebenbei noch? Ich bin Therapeut, ich arbeite als Therapeut. Ich habe am Jura- und der Kannerbereich geschafft und ich weiß an den Erwurstenen-Bereich rüber. Also viel mehr krass, wenn es Corona also wir hatten effektiv also lo am Kanner Jugendbereich lang Warbelüchten das ich meine das normale System ist nicht perfekt wie näherens perfekt ist ja der Tisch die Wardelüchte war schon immer do vielleicht sind sie lo mir lang gehen mehr effektiv soll ich einfach mal spielen mal dir spielen ja klar. Ich nämlich ein Spiel präpariert für den Philipp auch für Nicole wo ihr euch battlen könnt. Okay. Wir machen Battle Rap. Ja, wir machen Battle Rap. Schön wäre es. Nee, das sind einfach... Stifte ich so fertig, Mann. Natürlich, Philipp. Weißt du? Also hat ihr jetzt schon gerappt? Ja, aber schon meinen Text nicht viel berät. Ah, sweet. Kistraß. Next Girl. Wir gehen raus. Ja, geht für ein Team. Also, die letzte... Oh, du das kannst gucken. Die letzte Bäuer Lieder... also respektive von letzteburgischen Künstler. Und dir soll am besten Fall den Titel an den Interpret erroden. Okay? Wo passt er den? Oh, Titel ist normal. Okay. Okay? Sie da bereit? So. Ja. Wir passen anders besser. Ich kann auch den Mikro schlucken. Nee, das ist eine gute Story. Okay, fang nicht mal dein... Okay, ich fange noch einmal an. Bazooka. Squad immer der Gang. Ja, wie ist Lead Squad? Ja. Schon der Zeit gegangen. Richtig. Ja, oh. Du sollst Bazooka, Bruder. Nee, ich soll das nicht. Ich habe schon gefangen mit Bazoo, aber du wolltest Bananen sagen. Okay, 1-0. Wie viel ging das da? Pur.
Geht den Interpreteur? Nee. Interpret, falls Feature drin, als eure Feature und Lied. Ich weiß Mars schon wen. Child, Das weiß ich ihr auch. schnappst auf Englisch. Das wusste ich doch. Ja, geht noch 10 Sekunden Zeit. Nee, warte. Okay, die sagt. Geh bei der Refrain. Sie sagen nicht bestimmt. Ja. Is it my voice, the way I am, the way I talk, the way you see me? Is Radio. it big Nee. -1. Sie sind gleich, Philipp. Okay. Sick Water. Ah, Südloch mal auf das Song. Ja. Okay, next Lied. Geht aber auch Radio. Good of Radio, only Mars. So. Okay, noch das Nummer 1-0. Ich kriege keinen Minuspunkt. Kein Minuspunkt. Stolz, nicht cool. Geil. Du einen Song veröffentlicht, du meinst den noch. Okay, merci. In den. Okay. Merci, du rätst mich. 2020 war mal Tour. Mir ist die Back. Oh, look at this video. Wie das Scheiß auf Tasto. Immer Pasta hat Tasto. Ja, go, Philipp. Turn Up Tune, DJ Nossi, Marrakesch. Richtig. Übergeil. So, du war dann ein feines Video dabei raus. Ja. Das ist geil. Ja. Sind sie nicht extra an Vakanz gefahren für den? Nee, das war ein anderer. Heute war sieht. einfach an der Rockhalle und so weiter. Das wäre halt zu Lützeburg. Sie spielen auch den Abend. Ja? Ja, Bass. Hey, wo war's das? An Können wir doch den durchkommen? Rocker Gardens hast du Turn Up am Ton. Okay, puh. Ah ja, das ist das, wo ich dir geschickt habe. Okay. Tu mir an, sind echt viele Lützburg Das ist Rapper. ausverkauft. Ich weiß nicht. Okay. Muss rausfinden. Muss ich gucken. Will ein Ticket, find's raus. Wie viel steht in den? Oh, du, Bazooka Bruce, Schuh an der Hut. Richtig. Ich hab keine Chance gegen das Spiel, Mann. Da, Ich alle, lasse mir Lützeburg, zwei. Musik. Zwei, das geht noch. Geil. Alles Cool, gut, Mann. alles gut. Ja, von mir Tom mir soll für Druck gesucht. Ja, bestimmt. Das ist ein Arnack. Schwurze. Schwurze. كنديرو كاع ما نقول حنا اللي حاكمين من الكازا لكسامبول كاع اللي باغي يعض جاكو دابا مشينا تسرق اسنانه في اسطنبول Ich sie rausnehmen. Okay. Lied heißt Luxemburg City, das vom Pizza Skyman Ja Arrogante und hey. CDS. Ja, arrogant, okay. Okay. 3 Hint. Wie viel also 2? 3. Ich gehe ein gratis Bär auf. Alles für sich, mal egal. Turn Up Tune. Ja, gut. Proper, Philipp, proper. Okay, wie viel steht du wirklich? 4 Hint. Ich weiß, dass Philipp ein bisschen Ego-Probleme hat. Ich gönne ihm den Oben. Alles für dein Selbstwertgefühl. Was sie? Okay, was das nächste Strahl, Woche guck, heißt, wie Philipp? strahlt, das ist gut. Ja, machen wir sie. Ne? Das ist dein. Maja, du Das war's. Nicole, 130 Seiten. Ja. Gut. Ja. Was sie. Okay, next Lied. Okay, klein Promo. Wer 2 steht da? Raga. Hasta la vista. Ja, aber noch Features, 2 Stück. So, also sie sind evident. Den Turn Up Ja. und den Skinny J. Und Ne, dann. Tomac. Ja, Feier 3. Bra. Nein, du wirst da 2 von 3, das ist gut. Ja, okay, alle nach pur. Den nächsten, den 5 was. 7 Punkte. Zu klein, drin Mir du hast noch all die Schwurste schon geholt. weißt du. Das Maß ist nicht bestimmt. Ja, das war's. Ja, Maß. Okay, ich gebe es das mit. My emotions, and then you're suffocating, and you find a comfort in pain, and you know you're changing, but you will keep looking for hope, Sleepwalker. perceiving Nee. darkness that's in your life. Immortalization. Nee, nicht mehr. Okay, schau das Maß. Okay, der Tisch steht noch mal Fair 3. Dann haben wir noch das Lied. What's up? My name is Angie.
Skibi, Tränen-Tattoo. Nee. Ah, fuck, man, Spiegel. Ja. Spiegel, no. Was so evident, was so evident, man. Ja. Da, das Können ist wir nur definitiv abhalten geil. bei Fair, Ja, Fair. fand ich klasse. Nee, noch der letzte Nation, der 5 wird. Alle. Da, konzentrier dich. Okay, ich mache einen amerikanisch, viel einfach zu sehen, okay? Okay, gut. Ein Amerikaner. I'm not afraid. Okay, gut, das ist gewonnen. Ich verstehe das. Proper gespielt. Dass du bessere Rapper bist wie Nicole. Okay. Definitiv. Du hast gewonnen, Philipp. Du hast alles gewonnen. So, schau dir den alle Rapper von allem Eminem, den habe ich gerade gespielt. Ja, wenn kein Von Thema. Claude ist nicht. Ah ja, das war. Wir sind besser wie Aldo und nachher wir spielen wenigstens Lützeburg Artisten. Nee, sie auch. Alles vor sich lebt die ganze Zeit. Ja, Aldo. Mais Skibi, zerspiegel sich geil. Ja, ja. Das hast du bien. Ja, über. Den, ja. Den VIC hat auch gerade ein neues Album gedroppt. Und ihr könnt. Ja, du hast keine Kohle. Yes. Das ist aber auch cool, ein Album, Big Up Blood. Tout bien. Wenn ich kann denken. Nee, pardon. Den Album heißt Big Up. Big up. Und ich habe ein Lied, Big Up Blood. Und ich wollte heute den Moment nutzen, weil das mega wichtig ist. Ich habe das Lied rausgebracht. Und, ja, bon, egal. Und, sich, Leute gemeint haben von mir, weil schon ein Refrain ein Big an ein Blatt so. Und hat das von mir geklaut. Mir gar nicht, Leute. Der Vico hat das schon nicht geklaut. Wandern und statt von ihm geklaut. Weil ich nicht so lange für mir gerappt. Und das ist ziemlich ironisch, dass Leute meinen, er hat das von mir geklaut. Weil ich sehe ihn durch hier noch nicht gedreht. No, heute hier von Nicole geklaut. Ich will gerade nicht, Leute. Gerade nicht. Hat er das geklaut? Nee, du hast geklaut. Das soll man noch nicht mehr. Hier hat das schon nicht von mir geklaut. Check sein Album Big Up, Mann. Geil. Du musst mehr Promo für andere Leute wie für dich selber. Das ist aber auch humble. Ja, klar. Ja. Zum Beispiel in John Nettie wird die BC One und den Ape geschwart, die gerade ein geilen neuen Album, den im Moment rausgebracht. Da muss ich nachher besser präparieren. Nein, nein, nicht so smooth. Ja, ne? Das war ein geiler Track drauf, der Janine. Mit Dani Leloux und Mama MC. Muss er definitiv checken. Mein Lieblingstrack aus Feuer. War sie. Okay, show. Ja, gut. Ja, du lässt ihn mal raus. Nee. So. War das alles? Das war bestimmt noch nicht alles. Ah ja, schon einfach Punkto, wisst ihr, das Endlied 8002, 6002. Yes. Auch so, also okay, ein Kater. Nutzt du aktiv so den Kunst, den Musik für so gut Sachen zu promoten? Schwer froh. Oder? Aktiv nicht. Also gut Sache sicher. Ja, ich hoffe, dass die Leute durch meine Musik motiviert sind, gut gelaunt sind, Lust und Bock auf die Leben kriegen und haben. Heute habe ich effektiv ein Stage gemacht am Petrus Haus. Für meine Uni einfach. Und ich die Equipe mega geil von. Und Petrus Haus ist der coole Tisch. Wenn ein Jugendliche sieht, den an der Krise ist, können wir gerade auf die Nummer 24,7 rufen. Und das ist einfach mega, dass man so Service hat zuletzt schon. Und am Ende wie kennt man nicht alle Menschen. Und was den mehr verbreitet, was mehr Junker geholfen können kriegen. Das ist geil. Was Und machen sie so? Wenn zum Beispiel Streit ist und die Junge wissen nicht, wo gehen, oder die Junge das ist einfach so auf der Straße und keine Ahnung, was lebt, dann gibt sie eine Möglichkeit, eine Pause zu machen von dem Ganzen. Und dann kannst du bis zu einer Woche manchmal bei schlafen, zusammen mit ihnen und deine Probleme schaffen. Und ja, das ist einfach mega. Sehr gut. Ja. Mit wem war das Lied? Mit Dani Leloux. Findest du das schon mal? Ist das Französ? Ja, das ist Französ, überhaupt auf Französisch. Mega Wie warst du nice. hingekommen? Hier hat Freya den Hariko gemacht. Den Atelier, wo ich echt gehabt habe. Hier hat man mir meine ersten Lieder auch geschrieben am Anfang. Hier hat man viel bei Fake Biatch geholfen zum Beispiel. Ich bin ihm auch noch viel schuldig und ewig dankbar. Und das ist einfach flott, dass man heute zusammen ein Projekt können machen. Der geil weg. An die Free Mobility Kampagne, gell, du hast ja auch so mitgewirkt. Oh ja. Und wie ist das zustande gekommen? Froh sie dich dann und dann, also wie funktioniert so ein Projekt? Wie kommt das zustande? Ihr wart ein David. Das war die Antwort. Keine Ahnung. Mir das war den Tram-Shop-Konzert, das war mein krasses Konzert. Aber ich hatte noch nie so viele Leute. Ich konnte mal einen riesen Rahmen von mir erfüllen. Und zwar konnte ich Crowd splitten. Ich konnte so die Längshalschen sehen und
die Rätsel an findest du Lumi ha und das war einfach mega geil mit so viele Leute spielen und war der herrlich so definitiv. Was willst du noch ein machen? So ist noch so ein Ziel so ein Pogo so geht alle Crowdsurfing. Mein beste Konzert aber war Cola definitiv und du hast also eine kleine Zeit gespielt und der Zeit war voll und du hast eine Stimmung abgekommen. Also ich werde mein Leben nicht vergessen. Und zum Schluss halt so gehen schon Leute an Freestylen zum Schluss bisschen und von irgendwo sind so 15 MCs hier gekommen und ich nur mal so Kreis gemacht. Und es war einfach so Hip-Hop. Ich hätte mein Leben nicht vergessen. Ich bin an dem Kreis gefreestylt, an dem Zeit voller Leute, und jeder hat geblärt und war, wow, best Moment ever. Geil. Das war mega nice. Das ging ich gerne noch 100 Mal machen. Das ist so immer ein Crowd gehen. Das ist wirklich cool. Ja, noch wenn du eben Stimmung zusammen kriegst. Also so riesige Stänger sind cool, aber ich feiere viel mehr, wenn du die Stimmung kriegst. Das alles bei mir kriegst. So. Ja, wo hast du denn nicht schon so den Fans? Also kannst du ungefähr ausschätzen, wie viele Fans du hast? Ich stelle mir vor, so, wenn du als Newcomer zu Region Fanbase aufbaust, dass die Leute dann nicht so instantly, weißt du, so ultra abgeben sind, die ich noch nicht kennen, den Lieder, logischerweise. Aber wenn du da so über 1-2 Jahre, wie du musst, so da aufbaust, kannst du mir vorstellen, dass so irgendwann immer nicht dieselben Leute kommen, also von Anfang an. Ja, also ich muss schon so, dass ich am Anfang wirklich gezittert habe, ob Leute kommen oder nicht. Das manchmal haut nicht mehr, muss ich sagen. Das ist nicht mehr der Stress. Ich bin confiant, dass Leute kommen. Ob das nur Menge Leute sind, wie ich nicht. Mitkommen Leute, das ist schon mal die Hauptsache. Und darüber sind ich auch immer froh und dankbar, dass das lebt. Definitiv. Was generell am Anfang so, was Live-Auftritte geht, so was am Anfang immer nervös bestimmt, oder? Alle nervös. Ich bin noch heute noch so nervös. Könnt ihr. Aber der Corby sagt mir ein ja, Nicole, du warst ein Flasch Rosbach Sprudel. Und wenn du nervös bist, musst du sprangen, dann geht der Sprudel raus. Und nach Haut sprangen scheinst du für ein Konzert für den Sprudel rauszulassen. Weißt du am Anfang für ein Konzert genau, wie Lied, wie nie du spielst? Ja, klar. Ja. Also mir macht schon es hat Brat. Ich schreibe mir da doch immer ab. Okay. Ich muss ja dazwischen doch, ich weiß nicht immer so witzige Sachen. Ja, das ist am Anfang das coolste Konzert. Also ja, definitiv. Ja. Okay, so nach 12 von Menge Frauen. War das für dich das Schönste am Leben? Glas. Einfach Glas? Ja. Egal wer? Weil kann er nur lauschen, so mal Glas geil. Mein Glas war mein Drittwort. Mama, Papa, Glas. J'adore. Ohne Witz. Ohne Witz. Meine Mama erzählt auch immer so eine Anekdote, dass ich am Auto geschlafen habe und mein Papa so weit fort vom Auto ging noch Glas gehen und du bist nicht erwascht. Und ich bin ein Pirouette gemacht als Kahn, und du sind ausgerutscht und du sind mit den Zähnen wieder den Eck vom Tisch gefallen. Du kannst kein Glas mehr essen. Aber du sind beim Doktor gegangen, weil ich hatte meinen 4 Zähne verloren und du so, haut dir so viel Glas, wie du willst. Für zu killen und schon 8 Bulle Glas gepackt. Just saying. 8 Mann. Du kriegst ein Kompliment am Leben. Sehr gut. Das steht auf meinem CV. Ja, genau. Sehr gut. Congrats. Wieso musst du, was du musst? Ob die 2 Sachen so einen Beruf an Musik. Ich habe halt die große Chance an meinem Leben 2 Passionen zu haben. Und ich meine, das ist mega. Mit dem, die 2 sind mit Menschen verbunden am Anfang. Ich kann Menschen helfen, ob der Arbeit mehr, ich kann auch Menschen begeistern an der Musik. Und das ist einfach das, was mir Spaß macht. Und macht mir auch extrem viel Spaß. Dem Moment, wo mir kein Spaß mehr macht, tue ich keine Lust mehr zu machen, definitiv nicht. Ja, normal. Ja. Gut. Ich wundere mich am Anfang, ich denke gerade, und Iva, dass du bei deinem größten Dram nicht erst mit Glas geholt hast. Wie wäre dein Dram-Feature? Oh, mein Dram-Feature? Pachamama. Ich wusste das. Kann der Pachamama? Ich komme den dann nicht hören. Das ist immer so. Pachamama aus die coole Hip-Hop-Crew. Ja, mega nice. Sie sind so 8 Rapper versprochen. Wie das alles dabei? Badilla, Lasle de Gueux, de Fise, den Anto, de Don Chi, de VIC, den Don Gio und de Piloco. Und das ist einfach mega nice, weil sie noch geil Texte über Pachamama als Mutter Natur der Tisch. Sie setzt schon für coole Themen an. Und das ist mein Traum. Aber wie es Fleisch geschiedet, weil schon hören, dass sie unheimlich schaffen. Label wie Drake, geil. Ja, ja. Label Drake. Wie ein Sami-Namen. Okay, ja, schön. Gut. Hat Jolo gedurcht? Größtes Ziel am Rap. Pardon? Dein größtes Ziel am Rap?
hast du so Milestones, die du willst erreichen, oder musst du wirklich einfach nach Lust und Laune, wie du könnt? Ich mag Lust und Laune, mich meinen, ich Bock schon lang dort zu sehen. Also ich feiere Leute, die es einfach bringen, wie Toxcaplo, eine Band, die fucking 25 Jahre lebt. Mega. Ja. Also wenn ich an 10 Jahren immer nicht cool sehe, da bin ich ultra happy. Egal, wie, was, wo. Ah nee, ich will nicht erzwingen, ich will nicht, dass das traurig geht. Ne? Auf jeden Fall, Mann. Also. Aber wäre doch chill, wenn du so monatlicher Spotify-Hörer hast, das bist du selber. Nee, dann das ist traurig. Ah, okay. Dann war nicht mehr. Ich muss schon aber noch für andere Leute zu erreichen. Ja, klar. Weil für dann hast du gesagt, du guckst nicht nur Vermarktung. Ich gucke nicht für nach mehr Leute zu kriegen. Mir das aber immer geil, Leute zu holen. Bist du zufrieden und dankbar dafür und das ist auch gut so. Klar, so definitiv. Okay, süß. Gut. Süß. Und wenn das dein größtes Vorbild? Gut. Hast du so am Anfang so Vorbilder am Rap? Mein größtes Vorbild aus meiner Mom. Am Rap? Und David. Ich weiß nicht, ob ich ein Vorbild tun. Das ist ja mega penibel, aber ich habe wirklich mit Peter Fox angefangen zum Beispiel. Geil, nee, das ist geil. Das war gar nicht Hallo, gang cool. Also, ja. Sein Flow ist geil, als Seed feuern doch noch immer. Schwarz zu blau. Also sein Flow ist heavy, da wirst du einfach all fair Bars. So. Das ist wirklich, ohne Witz, das ist überall krass. Ich habe seine Flow-Szene immer mega nice. Froh mich nicht noch ein Feature, außer du heißt Peter Fox. Ohne Witz. Ja. Peter Fox, wenn es das heißt, melde dich. Ja, melde dich. Das wäre cool. Komm auch über so einen Podcast. Ah, nee, hat lieber Pachamama. Ja, Pachamama Family. Bleibt open. Nein, Projekt von Ihnen. Was sie. Willst du nach Rennes losgehen? Ja, 16. Juli. Ja. Rockal Garden Session. Okay. Maya Monet. Hol dich Ticket los schon. Weil kann ein Ticket holen, das geht mega. Ob all mein nächstes Konzert, was ich Gast tun, geht spannend werden. Das ist geil. Den 21. Juli, das ist wirklich ein Datum, muss ich groß an der Agenda schreiben, Rot im Krisen, das Label-Show an der Abteilung Münster. Das ist wirklich nice. Das nice. Das ist mega geil. fett. Nice. Du hast einen DJ PC, einen Headmaster, einen Jamba, BC1, an eine VIC, wo Auftritte werden und schon groß eher das zu moderieren. Das ist cool. Das wird mega, mega krass gehen. Wen ist das? 21. Juli. Sehr gut, gut geschafft. Brav, brav. Geht hier abgeholt, kannst du noch? Ja, ich gucke das sehr gerne. Easy. Gerne froh. Ah ja. Ja, okay, mein Gölle froh und Leute draußen. Es ist schon eine nächste Single, die rauskommt. Wenn nicht, kann ich schon nicht sagen. Aber sie heißt wie mein Lieblingswochentag. An denen mein Lieblingswochentag errät, die kriegt ein signiert, nicht cool Anfang vom einen Album-CD. Das ist geil. Aber weil dir auch geil seht, und ich erst wieder natürlich auch mal Brüche. Und sie fangen an auszugehen, das heißt gleich das kriegt sind sie dann mehr wert. Ja, geil. Für ein NFT. Wie viel hast du da gedreckt? 500. Ma, das heißt mir nicht. Ich meine, das ist das seltenste, was ich besitze. Wahrscheinlich wirklich. Kann gut sein. Ja, geil. Merci. Machst du damit das war mega relax. Ja, mir noch schreiben noch klar. Okay, schon. Ja, ich gehe viel so und du gehst immer zum Schluss vom Konzert, gehst an die Leute, Freestyles. Willst du auch heute zum Schluss Freestyle, wie du so schon noch was du willst, nicht? War lang Tag, Junge. Ja. Man, du hast ja heute ein bisschen geil. Ist schon exklusiv, vor allem Lines. Das ist wirklich geil. Vielleicht exklusiv Shit vom Nikul. Das ist wirklich geil. Ja, das ist ein echter Club-Safe. Vielleicht wird es irgendwann zurückkommen und dann machen wir vielleicht zu einer anderen coolen Sache. Mit Plaisir. Vielleicht muss ich da mal noch... Dann mit Plaisir, gerne. Wir vergessen. Dann immer mehr Zeit für andere Sachen. Gerne. Okay. Maja, vielmals merci für die No-Leisteren. Abonniert Nicole, wo können Sie dich überall finden? Auf Facebook oder Instagram. Voilà. Abonniert uns, lauscht den Podcast. Lauscht den Podcast, das ist ein geiler Podcast. Kommt rein, 14 Rue Notre Dame. Gut. Ich kann mal mit Adresse. Bien joué. Maja, merci, ciao, bis nächste Woche. Ciao.